Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel. Kapitel 15. Der Inselmann. Vom Abhang vom Berg, wo da steil und felsig war, hat sich ein Kieselstein gelöst und ist mehrere Mal rasselnd durch die Bäume gefallen. Ich habe automatisch meine Augen in die Richtung gewendet und habe eine Gestalt gesehen, die mit einer grossen Schnelligkeit hinter den Stamm von einer Fichte gekommen ist. Was gesehen ist, ein Bär oder ein Mensch oder ein Affe, das konnte ich durchaus nicht sagen. Es hat etwas Dunkles und Zottiges geschonnen. Mehr habe ich nicht gewusst. Aber der Schreck von dieser neuen Erscheinung war so gross, dass ich stehen geblieben bin. Ich bin jetzt, so hat es geschonnen, von beiden Seiten her abgeschnitten gewesen. Hinter mir die Mörder, vor mir das huschende, unbestimmte Wesen. Und auf der Stelle habe ich angefangen, die mehr bekannten Gefahren dem mehr Unbekannten vorzuziehen. Sogar der Silver hat im Vergleich mit dem Geschöpf von den Wäldern weniger schrecklich geschonnen. Und ich habe mich auf dem Absatz umgedreht, habe einen schnellen Blick über meine Schultern zurückgeworfen und habe angefangen, in der Richtung zu dem Boot zurückzulaufen. Sofort ist die Gestalt wieder erschonnen und hat einen weiten Bogen gemacht und angefangen, mir den Weg abzuschneiden. Ich war sehr müde gewesen. Aber wäre ich auch ganz frisch gewesen, so habe ich doch schnell gesehen, dass es ein vergebliches Unterfangen für mich gesehen ist, es an Schnelligkeit mit einem solchen Gegner aufzunehmen. Von Baum zu Baum ist das Geschöpf mit der Schnelligkeit von einem Hirsch gehuscht. Sie ist wie ein Mensch auf zwei Beinen gelaufen, aber ganz anders als irgendein Mensch, den ich je gesehen habe, weil es hat sich dabei fast bis zum Boden gebückt. Aber ein Mensch ist es gesehen. Daran konnte ich nicht länger zweifeln. Mir sind Geschichten in den Sinn gekommen, die ich von Menschenfressen gehört habe. Ich wollte um Hilfe schreien. Aber die Tatsache, dass es ein Mensch war, wenn auch ein Wilder, hat mich ein bisschen beruhigt und im gleichen Verhältnis ist meine Furcht vom Silver wieder aufgelebt. Ich bin darum stillgestanden und habe umgeschaut, ob nicht irgendwie eine Rettung möglich wäre. Und als ich darüber nachgedacht habe, ist mir plötzlich in den Sinn gekommen, dass ich auch eine Pistole bei mir hatte. Sobald ich gewusst habe, dass ich nicht wehrlos war, hat in meinem Herz auch wieder Mut aufgelöst. Ich habe beschlossen, es mit dem Inselmensch aufzunehmen und bin schnell auf ihn zugegangen. Er hat sich in der Zwischenzeit wieder hinter einem Baumstamm versteckt. Aber er hat mich genau beobachtet. Weil sobald ich mich in seine Richtung bewegt habe, ist er wieder erschonnen und ist mir einen Schritt entgegengegangen. Dann hat er zögert, ist zurückgegumpelt und ist wieder vorwärts gelaufen. Und schlussendlich hat er sich zu meiner Verwunderung und Verwirrung auf die Knie geworfen und hat mir flehend seine gefalteten Hände entgegengestreckt. Infolgedessen bin ich auch stehen geblieben und habe gefragt, wer sind Sie? Ben Gunn, hat er geantwortet, und seine Stimme hat heiser und ungeschickt tönt, wie wenn in einem verrosteten Schloss ein Schlüssel umgedreht wird. Ich bin der arme Ben Gunn. Ja, und ich habe seit 3 Jahren mit keinem Christenmensch geredet. Ich konnte jetzt sehen, dass er ein Weisser war, wie ich selber, und seine Gesichtszüge sind sogar hübsch von Natur aus. Aber seine Haut war an allen nackten Stellen von der Sonne verbrannt. Sogar seine Lippen sind schwarz und seine blauen Augen haben ganz sonderbar ausgesehen in dem dunklen Gesicht. So zerlumpt, wie er gesehen ist, habe ich noch keinen Bettler in der Wirklichkeit oder im Traum gesehen. Er ist mit Fetzen von alten Schiffssegeln und Matrosenröcken gekleidet und das außerordentliche Flickwerk ist durch alle nur denkbaren Befestigungsmittel zusammengehalten worden. Messingknöpfe, Bindfadenenden und dünne Ästchen. Am Leib hat er einen alten Ledergürtel mit einem Messingschloss und da ist das einzig Solide an seiner ganzen Ausrüstung gesehen. 3 Jahre, habe ich gerufen. Haben Sie Schiffbruch erlitten? Nein, Mat, hat er gesagt. Maroniert. Ich habe das Wort gehört und habe gewusst, dass es eine furchtbare Strafe bedeutet hat, die von den Freibütern ziemlich häufig angewendet worden ist. Der Missetäter wird mit ein bisschen Pulver und Schrot auf irgendeiner einsamen, öden Insel ausgesetzt. Vor 3 Jahren bin ich maroniert worden, ist er fortgefahren. Und seitdem habe ich von Geissen und Beeren und Austern gelebt.
Wo ein Mann ist, sag ich, dort kann einer auch leben. Aber, Mat, mein Herz sehnt sich nach christlichem Essen. Hast du nicht zufällig ein Stück Käse bei dir? Nein? Ah, manches lange Nacht habe ich von Käse geträumt. Besonders von Bröteltem. Und dann bin ich wieder aufgewacht und bin hier auf dieser Insel gesehen. Wenn ich wieder an Bord kommen kann, habe ich gesagt, sollst du Käse haben. Pfundweise, so viel dein Herz begehrt. Während dieser ganzen Zeit hat er den Stoff von meiner Jacke befühlt, meine Hände gestreichelt, zu meiner Stiefel geschaut und überhaupt ein kindisches Vergnügen an der Gegenwart von einem Mitmensch zeigt. Aber bei meiner letzten Wort ist er anscheinend misstrauisch geworden. Er hat ein schlaues Gesicht gemacht und hat gefragt, «Du hast gesagt, wenn du wieder an Bord kommen kannst? Aber wer kann dich daran hindern?» «Du nicht, das weiss ich schon», ist meine Antwort gewesen. «Da hast du recht», hat er gerufen. «Aber wie heisst es denn eigentlich, Mat?» «Jim.» «Jim, Jim», hat er wiederholt. Mein Name hat ihm augenscheinlich gefallen. «Also Jim, jetzt lass mal zu. Ich habe wüst gelebt. Du würdest dich schämen, wenn ich davon erzählen würde. Zum Beispiel, wenn du mich so anschaust, so würdest du wahrscheinlich nicht denken, dass ich eine fromme Mutter hatte.» «Allerdings, eigentlich nicht», habe ich geantwortet. Ja, aber ich habe sogar eine ganz besonders fromme Mutter gehabt. Und ich bin ein höflicher, frommer Bub und habe meinen Katechismus abrasseln, so schnell, dass kein Wort vom anderen zu unterscheiden war. So weit bin ich jetzt gesunken, Jim, und ich habe angefangen mit Murmelspiel auf dem Kirchhof. Damit hat es angefangen, aber es ist nicht dabei geblieben. Und meine Mutter hat es mir vorausgesagt, prophezeit, wie alles will kommen. Jawohl, das hat sie getan. Aber die Vorsehung, die hat mich auf die Insel hier gebracht. Ich habe mir alles durchgedacht, auf dieser einsamen Insel hier, und ich bin jetzt wieder fromm geworden. Rumtrinken, damit fangst du mich nicht mehr. Nur ein Fingerhut voll, auf gut Glück, natürlich, den würde ich haben, sobald ich die erste Gelegenheit hätte. Ich werde gewiss ein guter Mensch sein, und ich sehe auch den guten Weg vor mir. Und Jim. Dabei hat er umgeschaut und hat seine Stimme zu einem ganz leislichen Flüstern gesenkt. Ich bin reich. Ich bin jetzt überzeugt gewesen, dass der arme Kerl in seiner Einsamkeit ein bisschen komisch geworden ist. Und das Gefühl hat wohl müssen auf meinem Gesicht lesbar gewesen sein, weil er hat ganz aufgeregt seine Behauptung wiederholt. Reich, reich, sage ich dir. Und ich will dir was sagen. Ich will einen Mann aus dir machen, Jim. Oh, Jim, du wirst den Stern dafür segnen, dass du der Erste bist, der mich gefunden hat. Auf einmal aber ist ein Schatten über sein Gesicht gekommen. Er hat meine Hand mit einem festen Griff gepackt und hat mit Drohend den Zeigefinger vor die Augen gehoben und hat gefragt, «Also, Jim, jetzt sag mir die Wahrheit. Da ist doch nicht ein Flint, sein Schiff.» Da hatte ich eine glückliche Eingebung. Ich habe angefangen zu glauben, dass ich einen Verbündeten gefunden hätte und habe ihm ohne Zögern geantwortet. «Es ist nicht ein Flint, sein Schiff, und der Flint ist tot. Aber ich will dir die Wahrheit sagen, wie es du von mir verlangst. Es sind ein paar vom Flint seiner Leute an Bord, und das ist schlimm für uns andere.» «Doch nicht ein Mann mit einem Bein?» «Der Silver?» habe ich gefragt. «Richtig, Silver, da war sein Name. Er ist der Koch und außerdem der Rädelsführer.» Er hat mich immer noch am Handgelenk gehabt. Und als ich diese Worte gesagt habe, hat er mir fast den Arm umgedreht und gesagt, «Wenn der Long John dich geschickt hat, dann bin ich so gut wie geliefert. Das weiss ich. Aber was meinst du, was ich mit dir machen würde?» Ich habe mich ihm nur entschlossen, ihm, anstatt seine Fragen zu beantworten, die ganze Geschichte von unserer Reise und die schwierige Lage, in der wir uns befinden, zu erzählen. Er hat mir mit gespannter Aufmerksamkeit zugelassen. Und als ich fertig war, hat er mir die Backen getätschelt und gesagt, «Du bist ein guter Bub, Jim. Und ihr seid alle in der Klemme, nicht wahr? Ja, setzt euer Vertrauen auf den Ben Gunn. Der Ben Gunn ist der Mann, das zu machen. Jetzt sag mal, würdest du es für wahrscheinlich halten, dass euer Squire sich erkenntlich zeigen würde, wenn er Hilfe bekommen, weil er doch in der Klemme ist, wie du merkst?» Ich habe ihm gesagt, der Squire sei der anständigste und freigebigste Mann der Welt.
Hey, ja, aber siehst, hat der Ben Gunn geantwortet. Ich habe damit nicht gemeint, dass er mit zum Torwächter machen und mir einen Dienstanzug geben soll und so weiter. Daran liegt mir nichts, Jim. Was ich meine, ist das. Würde er von dem Geld, wo jetzt schon so gut wie meins ist, mir was abgeben? Sagen wir, vielleicht 1000 Pfund Sterling. Ich bin überzeugt, das wird er tun. Es ist überhaupt schon bestimmt gewesen, dass alle Leute einen Anteil sollen bekommen. Und freie Überfahrt haben? Hat er hinzugefügt, indem er ganz besonders pfiffiges Gesicht gemacht hat. Oh, habe ich gerufen, der Squire ist ein Gentleman. Außerdem, wenn wir die anderen loswerden, brauchen wir die ja, damit wir das Schiff heimbringen können. Richtig, dazu hätte er mich nötig. Und er hat erleichtert geschonnen. Nach einer kurzen Pause ist er vorgefahren. Also Jim, ich will dir was sagen. So viel will ich dir sagen, und nicht mehr. Ich bin auf dem Flint im Schiff gesehen, wo er den Schatz vergraben hat. Er und 6 Mann, 6 starke Seeleute. Sie sind fast eine Woche lang an Land gesehen und wir sind die ganze Zeit vor Anker gelegen. Salt Walross. Eines schönen Tages ist das Signal gegangen und da ist der Flint gekommen, ganz allein in einem kleinen Boot und um den Kopf ein blaues Tuch gebunden. Die Sonne ist gerade aufgegangen und totenbleich hat er ausgesehen, der Captain Flint. Aber er ist da gewesen, verstehst du? Und alle 6 sind tot gewesen. Tot und begraben. Wie er es gemacht hat, da hat keine böse Bord herausfinden. Er hat gefochten und gemordet und plötzlich zugeschlagen, wahrscheinlich. Er allein gegen 6. Der Billy Bones war der Steuermann. Der Long John, der war Skimann. Sie haben ihn gefragt, wo der Schatz sei. Oh, hat der gerufen. Ihr könnt ja an Land gehen, wenn ihr Lust habt, und könnt dort bleiben, hat er gesagt. Aber das Schiff, das segelt bald wieder aus, um mehr zu holen, Gott vertelle ich nochmal. Ja, da hat er gesagt. Ja, und vor 3 Jahren bin ich auf einem anderen Schiff gesehen. Und wir haben die Insel in Sicht bekommen. Jungens, sage ich, dort ist ein Flint sein Schatz. Komm, wir landen und suchen den. Dem Captain hat das nicht gefallen. Aber meine Messmates sind alle miteinander dafür gewesen. Und wir sind gelandet. 12 Tage lang haben sie danach gesucht. Und jeden Tag haben sie fürchterlich mit mir geschumpfen. Bis an einem schönen Morgen alle miteinander wieder an Bord gegangen sind. Du, Benjamin Gunn, sagen sie, kommst eine Muskete über, sagen sie, und einen Spaten und einen Pickel. Kannst da bleiben und für dich allein am Flint sein Geld finden, sagen sie. Ja, Jim, 3 Jahre bin ich da gewesen, und von dem Tag an bis heute habe ich kein Maul voll christliches Essen gehabt. Aber trotz all dem, schau mich mal an. Sehe ich aus wie ein gewöhnlicher Matros? Nein, sagst du. Und ich bin es auch nicht gesehen, sag ich. Und bei diesen Worten hat er mir zuzwinkert und hat mir das Handgelenk zusammengedrückt. Dann ist er vorgefahren. Sag einfach die Worte zu deinem Squire, Jim. Er ist es auch nicht gesehen. Das sind genau die Worte, die du sagen musst. 3 Jahre ist er der Herr auf dieser Insel gesehen. Bei Tag und Nacht, bei Regen und Sonnenschein. Und manchmal hat er vielleicht an ein Gebet gedacht, sagst du. Und manchmal hat er vielleicht an seine alte Mutter gedacht, sagst du, ob sie echt noch am Leben ist. Aber der grösste Teil vom Gunn seiner Zeit, so musst du es sagen, der grösste Teil von seiner Zeit ist für etwas anderes draufgegangen. Und dann gibst du ihm einen kleinen Wink, wie jetzt den. Und dabei hat er mir wieder sehr vertraulich zuzwinkert. Und dann ist er vorgefahren, dann kommt die Hauptsache. Dann sagst du da, der Gunn ist ein guter Mensch. So musst du es sagen. Und er hat viel mehr Zuvertrauen. Viel mehr. Vergiss nicht da zu sagen. Zu einem Gentleman, der als Gentleman geboren ist, als zu diesen Glücksgentleman, wie er selber einer war. Los, habe ich gesagt. Ich verstand kein Wort von dem, was du da gerade gesagt hast. Aber das ist ja auch ganz einerlei. Weil, wie soll ich an Bord kommen? Dort liegt der Hund begraben, da hast du recht. Aber ich habe hier ein Boot, das ich mir mit meinen eigenen 2 Händen gemacht habe. Ich habe es unter der weißen Klippe. Wenn es zum Allerschlimmsten kommt, könnten wir es damit versuchen, sobald es dunkel geworden ist. Oh,
hat er auf einmal gerufen. Was ist da? Denn gerade in dem Augenblick, auch wenn es bis zum Sonnenuntergang noch mindestens 1 Stunde war, hat ein Kanonenschuss donnert, wo alle Echos von der Insel erweckt hat. Das Gefecht hat angefangen, habe ich gerufen. Komm mit! Und ich habe angefangen, zum Ankerplatz runterzulaufen. Alle meine Ängste sind vergessen gewesen. Dicht an meiner Seite ist leichtfüssig der ausgesetzte Matros in seinem Geissenfeld trabt. »Links, links«, hat er gesagt. »Heb die links, Mad Jim, fix unter die Bäume.« Dort habe ich meine erste Geiss geschossen. Sie kommen jetzt nicht mehr hier runter. Sie sitzen alle oben, auf den Bergen. Aus Angst vor dem Benjamin Gunn. Ah, und da ist der Friedhof. Siehst du Grabhügel? Daher bin ich ab und zu gekommen und habe gebettet, wenn ich gedacht habe, es könnte mal wieder ein Sonntag sein. Es ist ja eigentlich keine Kirche, aber es ist mir doch feierlicher vorgekommen. Und dann nicht wahr. Der Ben Gunn hat es ja ein bisschen knapp gehabt. Kein Pastor, nicht einmal eine Bibel und eine Flagge. Verstehst du? So hat er immerzu geplappert, während ich gesprungen bin, so schnell ich konnte. Natürlich hat er keine Antworten bekommen, aber er hat auch keine erwartet. Einem Kanonenschuss ist nach einem ziemlich langen Zeitraum eine Salve Kleingewehrfeuer gefolgt. Wieder hat es eine Pause gegeben und dann habe ich gesehen, eine Viertelmeile vor mir entfernt, die englische Flagge über einem Wald hoch in der Luft flattern.